Der Wickerl liest die Lansinger nur ein paar Geschichteln aus sein Bücher für und fährt nachher wieder auf Minger zurück zu seiner Alten, weil die jetzt wieder gut ist mit ihm. Das Bärli findet den alten Pfennig und findet außer, dass der 200 € wert ist und hätte ihn fast schon verkauft, bis er schließlich dahinter kommt, dass das ein Severin sein Glückspfennig ist. Der Josef kennt sich mit seinem Handy nicht gescheit aus und lässt sich von den jungen Leuten beibringen, wie man das ein Geschreiberts vorlesen kann. Blöderweise hören aber nachher alle, was die Leute schreiben. Weil der Kunstdungert Sakristei geworden ist, können die Bauern an Brei nimmer seine Gersten liefern das Geld, wo ausgemacht ist. Drum wird verhandelt und der Brei sagt schließlich zu, dass er die Hälfte übernimmt von dem, was der Dungert mehr kostet. Der Rolli und seine preisische Gespuse wetten miteinander, wer das heller auf der Platten ist. Und er gewinnt, weil er geschwindelt hat. Das kommt aber auf und drum muss er ihr das Abendessen kochen. Der preisische Kellner ist hinter einem Weibsbild her und hat ein Rendezvous mit derer. Aber da stellt sich außer, dass die preisische Simgescheide nicht zum Ausstehen ist. Drum ist er froh, wie er am Tina hilft, dass er sich davon machen kann. Der Chris und der Tunschei bauen ihr ein Gefechtszeug in die Leute in eine Karren ein. Aber danach stellt sich außer, dass die Bremsen lebensgefährlich sind. Drum wechseln sie es wieder raus. Aber der Josie kommt die Geschichte nicht ganz sauber für.